Vielleicht sind sie die, da wo schon drin war, ha? Kann auch sein. Was ist das? Ein dunkler Snapper. Ich glaube, die losen lieber in Ruhe. Bevor sie mir das Fell durchziehen. Ja, sag mal, ist das eine Arena, ha? Oder da spielt das? Oh, es ruckelt. Vor den Toren von Murasul. Es ist doch immer dieselbe Geschichte. Wow, schön. Es gibt noch eine andere. Ein Händler. Kämpfer. Bin ich mir nicht so sicher. Ja, sagst du mal, wo suche ich eigentlich in Murasul? Habe ich da irgendwelche Aufgaben? Bloß das mit keiner Fuge? Der Ismail. Und das ist ein Assassine. Ein Seelenkelch. Ja, da schau her. Aber den los ich lieber liegen. Den kriege ich später auch noch. Allerdings brauche ich gleich mal eine Rune. Das bleibt mir am liebsten. Ich bin Ismail, der Schmied hier. Der einzige Schmied weit und breit. Verstehe. Dann hast du wohl viel zu tun. Das kannst du glauben. Fast jeder hier trägt eine Waffe von mir. Wo gibt es hier was zu holen? Hast du schon in der Arena gekämpft? Felipe hat was ganz Besonderes aufgetrieben. Der nächste Champion bekommt die Mondklinge. Ist das nichts für dich? Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Wenn du noch eine Waffe brauchst, ich kann dir was verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie du eine Klinge schmiedest, das kann ich dir auch zeigen. Erzähl mir mehr über die Mondklinge. Es ist eine wertvolle, alte Waffe. Sie wurde in Bensala geschmiedet. Ich würde viel dafür geben. Ach ja? Warum? Ich will sie untersuchen. Vielleicht kann ich von dieser Klinge etwas lernen. Und wie viel ist dir die Klinge wert? Sagen wir 600 Goldstücke? Lass mich mal einen Blick auf deine Waren werfen. Okay, was hat er? Erzrolling. 1000 Goldstücke. Elite Assassinenrüstung. Ja gut, eine Rüstung kann ich mir noch nicht leisten. Ja, dauert ein bisschen. Auf jeden Fall haben die in Murasul eine Arena, gell? Und da kann man die geheimnisvolle Mondklinge gewinnen. Aber eigentlich war ich schon mit der Rune zufrieden. Sag mal, ist Hühner. Ein Sklave. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt die wieder, diese Rune? Da oben wahrscheinlich nicht. Da seht ihr keiner. Ein Kämpfer. Bald Merv. Ich leg mich schnell ins Bett. Vielleicht sehe ich bei Tageslicht mehrere. Das kann das sein. Der Hamid. Keine Rune.
Wie kann dir Hamid zu Diensten sein, Sohn der weiten Reisen? Ein Mann wie du ist bestimmt interessiert an einem guten Geschäft, richtig? Was für ein Geschäft willst du mir anbieten? Schon seit vielen Jahren suche ich nach einem besonderen Artefakt. Das Amulett der Zauberei, ein Relikt des alten Volkes. Wo liegt das Ding? Irgendwo in den Ruinen? Nicht länger. Fleißige Sklavenhände haben es aus dem Sand gegraben. Nun ist es in der Hand von Ilya, dem Artefakthändler. Warum gehst du nicht los und kaufst das Amulett einfach? Das ist nicht so einfach, Sohn der klaren Worte. Wenn Ilya erfährt, dass es für mich ist, wird er den Preis in die Höhe treiben. Ich besorge dir das Amulett von Ilya. Hier, nimm das Gold. Es wird reichen, wenn du schlau bist. 500 Gold. Verschwiegener Handel. Ach so. Ja gut. Wenn es nicht rausruckt, dann schlug ich es raus. Ganz einfach. Das mache ich auf bayerische Art und Weise. Ragnarok. Sklave. Wer bist du? Ich bin Orknarok. Du hast einen seltsamen Namen. Ja, das ist mein Kampfname. Der kommt noch aus meinen Zeiten als Gladiator. Eigentlich heiße ich Ole. Warum kämpfst du nicht in der Arena? Das habe ich. Jedenfalls so lange, bis Anga mich auseinandergenommen hat. Und dann wollte mich keiner mehr kämpfen sehen. Felipe hat mich dann für einen Spottpreis an Marsil verkauft. Ja gut, ich glaube, mir sagen, der Typ kommt aus Nordmar, oder? So wie der ausschaut. Marsil. Keine Rune, scheiße. Heute habe ich kein Glück. Ja gut, mal schauen, was der spricht. Ich grüße dich, Fremder aus dem Norden. Wie laufen die Geschäfte? Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich plane ein großes Geschäft mit Gonzales. Doch vorher muss ich ein paar Angelegenheiten regeln. Und dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Kämpfer. Arbeite eine Weile für mich, dann mache ich dich zu einem reichen Mann. Siehst du hier oft Männer aus dem Norden? Gelegentlich. Der letzte, dem ich begegnet bin, sagte von sich selbst, er sei Feuermagier. Naja, so abgerissen und verhungert, wie er aussah. Schwer vorzustellen, dass er mal einer dieser mächtigen Zauberer gewesen sein sollte. Erzähl mir mehr über den Feuermagier. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er ist in der Wüste verreckt. Das Einzige, was er bei sich trug, war dieser Kelch. Er selbst hat ihn bis zuletzt gehütet wie seinen eigenen Augapfel. Der Kelch war ihm scheinbar wichtiger als sein Leben. Dieser Narr. Wo ist dieser Kelch des Feuermagiers jetzt? Aha. Du scheinst ein großes Interesse daran zu haben, Fremder. Ha, und ich dachte, das Ding sei nichts wert. Der Kelch befindet sich in meinem Besitz. Arbeite für mich und ich werde dir den Kelch des Feuermagiers überlassen. Verstehe. Ja gut, ich hab mich überzeugt. Was soll ich für dich machen? Ich muss unbedingt diesen Sklaven loswerden. Bring Orknarok zum Tempel des alten Volkes. Sprich dort mit Fasim. Sollen die sich doch mit ihm rumschlagen? Was ist das Problem? Es ist die Sonne. Sie macht ihn verrückt. Letzte Nacht stand er in meinem Zelt vor mir mit diesem durchdringenden Blick. Junge, bring ihn hier weg, sonst drehe ich noch durch. Ja gut, ich muss gerade diesen Typen aus Nordmar wegbringen, gell? Dieser Ragnarok. Oder sterf. Du kommst jetzt mit mir. Nichts lieber als das. Ich muss endlich wieder was tun, sonst werde ich bekloppt hier. Du hast Marsil einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hey, ich hab's bei ihm nicht mehr ausgehalten, verstehst du? Der Kerl kann mit mir sowieso nichts anfangen. Da habe ich ihm ein bisschen Angst gemacht, damit er mich loswerden will. Tja, hat funktioniert. Komm mit. Alles klar. Okay, Kumpel, geh mit. Unterlässt der Verlust mehr Gruppen.
Das heißt, die könnten mal wieder irgendwo finden. Eventuell. Ja, was ist denn das da? Eine Sklavin. Ei, die schönsten. Und die wird angeschrieben. Allerdings habe ich keine Zeit. Ja gut, keine Rune. Und ich suche diesen Typen Ilya. Gold. Alter, schau nicht hin. Schau weggert. Etwas Gold für meine Taschen. Was treibt denn der da? Er klaut das Zeit. Ja, was ist denn da draußen? Ja, sag mal, ist das ein Tempel? Ja, es ist ein Tempel, schön. Und bei dem war ich noch nicht. Scheiße. Das heißt, da erwarten wir bestimmt wieder irgendwelche Hohepriester. Ja, was ist denn das da? Schau dir mal das an. Lauter Ruinen. Und in der Richtung liegt Ishtar. Da müssen wir auch noch hin. Moment mal. Nicht, dass ich mir verlauf, gell? Snapperkraut. Nehmen wir mal mit. Auch wenn wir es nicht brauchen. Und das da wird wahrscheinlich die Arena sein. Da muss ich mich richtig abmischen. Anktos. Du gehörst zu den Nomaden. So ist es. Ich bin aus Kaios Sippe. Eines Tages werden meine Brüder kommen und mich befreien. Ist es klug, das so laut zu sagen? Die Assassinen glauben nicht daran, dass wir es jemals schaffen. Und du? Ich bin bereit, für meine Freiheit zu sterben. Das ist alles, was für mich zählt. Du kämpfst in der Arena? Richtig. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann geh zu Philippe. Wo finde ich Kajor? Das will ich dir sagen, obwohl ich nicht weiß, welche Absichten du hegst. Deshalb sei gewarnt. Leg dich nicht mit meiner Sippe an. Du würdest es bitter bereuen. Komm zur Sache. Das Versteck meiner Sippe ist eine Höhle am westlichen Ende der Ruinenfelder. Philippe, ach so. Das ist der Arenameister. Ja, sag mal. Wollen wir wie ein Arena-Kämpfer? Das bedeutet wieder einen Haufen Ärger. Aber da kann ich die sagenumwobene Mundklinge gewinnen. Paladin. Was ist das? Ein Paladin? Tut denn der da? Ich bin nicht hier, um zu quatschen. Ich bin hier, um zu kämpfen. Wenn du eine Herausforderung suchst, bin ich dein Mann. Geh zu Philippe und sag ihm, dass du kämpfen willst. Ja gut, die wollen alle Kämpfer. Ja, wo geht denn durch? Ja, sagst du mal, ist Assassinen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ramon, wir suchen Ilya. Was ist? Hast du dich verlaufen? Sehe ich so aus? Irgendwie schon. Du schaust hier in jede Ecke, als hättest du was verloren. Oder du suchst nach einer Gelegenheit, hier in der Stadt was einzusacken, richtig? Der letzte Scheiß. Und wenn es so wäre? In dem Fall kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wie sieht's aus? Unsinn, ich suche Arbeit. Nun, für jemanden wie dich hätte ich da etwas. Okay, was hast du mir anzubieten?
In dieser verdammten Stadt leben die einflussreichsten Händler der ganzen Wüste. Entsprechend groß sind auch ihre Besitztümer. Wenn du mir hilfst, sie etwas zu erleichtern, könnte ich dir beibringen, wie man richtig absahnt. Gut, ich helfe dir. Was genau soll ich stehlen? Vor einiger Zeit war so ein Quacksalber in Morasul. Er hat den Händlern hier Geschichten von einem großen, bösen Dämon erzählt. Er käme immer bei Nacht und würde den Ungläubigen die Seelen rauben. Natürlich gab es ein Gegenmittel, den Seelenkelch. Er würde jedem, der ihn besitzt, vor dem Dämon schützen. 5 der Händler hier haben ein Vermögen bezahlt, um den Seelenkelch zu kriegen. Seitdem hat jeder von ihnen einen davon neben seinem Kopfkissen stehen. Bring mir die 5 Seelenkelche. Die Idioten werden auch ein zweites Mal bezahlen, wenn sie merken, dass die Dinger weg sind. Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Faisal hatte einen gekauft und Ilya auch, das weiß ich. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schau dir einfach ihre Betten an und komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihnen die Dinger selbst wieder zu verkaufen. Das erfordert schon ein wenig mehr Verkaufstalent, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Ja gut. Die Mission sollte kein Problem sein, gell? Diese Seelenkelche habe ich schon gesehen. Was ist das? Sklave, ja was ist denn das da? Ein Thronsaal oder wie? Wow, na Schrein. Assassine. Was ist denn das da? Eine Weberei. Ja, sag mal, wo ist denn dieser Ilya? Der da rum hat. Vielleicht hat er sich versteckt. Der Hund, der. Ja, warte mal. Da schaut keiner. Der wird ja noch schauen. Ich schau mal rein. Ich schaut da nicht, gell? Bisschen Krempel. Wahrscheinlich werden die Herrschaften gleich wieder schimpfen. Moment, Gold. Und ein Seelenkelch. Warte mal. Was ist denn der Wert? 50, ach so. Das lohnt sich ja nicht, den zu verkaufen. Bei Beliar, das werde ich nicht zulassen.